Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Diesmal zum 16. Bundesligaspieltag, zum 2:1 Heimsieg gegen den SC Freiburg. Ja, und ich denke, man muss einfach mal hier das Ergebnis im Vordergrund stehen lassen. Vor allen Dingen, wenn man sich mal anschaut, wie der Spieltag gelaufen ist, dass alle anderen oben stehenden Mannschaften Federn gelassen haben. Muss man einfach auch mal mit so einem Spiel, so wie es war, und dem knappen 2:1 Sieg zufrieden sein, denke ich. Da muss man gar nicht so viel dran rummäkeln. Vor allen Dingen auch nach dieser schwierigen Woche mit der Niederlage in Gladbach und dem DFB-Pokal aus, denke ich. Ja, muss man einfach mit dem Ergebnis zufrieden sein, das auch mal so hinnehmen. Denke, wir werden die nächsten Wochen keine großen anderen Spiele sehen, wo wir groß brillieren werden. Ich denke, wir haben das heute auch wieder gesehen, ja, dass so der letzte Touch gefehlt hat. Man hat es beim 1:0 mal gesehen, dass wir, wenn wir mal schnörkellos mit einem Kontakt mal in die Spitze spielen, schießen wir schöne Tore, es war schön herausgespielt, war ein schönes Tor vom Levi. Ja, danach ist uns nicht mehr sehr viel eingefallen, muss man fairerweise sagen. Die Außen wurden wieder gedoppelt, obwohl es da Coman in meinen Augen und auch Sané später dann noch recht gut gemacht haben. Ja, und ansonsten waren wenig Ideen da. Wir haben viele Schüsse aus der zweiten Reihe versucht, die dann aber immer wieder abgeblockt wurden oder halt knapp daneben gingen. Ecken unsererseits waren mal wieder völliges Desaster. Können wir uns eigentlich schenken. Kannst du eigentlich den Ball, wenn wir eine Ecke haben, gleich zum Neuer nach hinten schießen. Kommt ungefähr aus selber raus. Aber am Ende des Tages, wie ich schon sagte, müssen wir mit 2:1 zufrieden sein. Und ich denke auch, wenn man das Gesamtspiel betrachtet, haben wir mehr Chancen gehabt. Ja, wir haben ein bisschen Glück gehabt zum Ende mit dem Lattenschuss von Pedersen noch. Wobei man sagen muss, davor haben die Freiburger Glück gehabt, dass der Levi an die Latte geschossen hat, dass es da nicht 3:1 gestanden ist. Von daher, des Weiteren hätte sich Freiburg nicht beschweren können, wenn es Elfmeter gegeben hätte. War für mich ein klarer Elfmeter, dieses Handspiel. Also wenn jemand so mit der Hände im Strafraum ist und der Ball geht an die Hand, dann ist es ein Elfmeter. Da muss man nicht über natürliche Armbewegung an Körperfläche verkleinern reden oder sonst irgendeinen Scheiß. Ja, sehr kurios, trotz Videobeweis, dass es keinen Elfmeter gab. Aber ich denke mal, das Thema Videoschiri brauchen wir gar nicht erst aufmachen. Wie man sieht, geht das genauso in die Hose, als wenn du keinen Videoschiri hättest. Also, ja, was soll man dazu sagen? Gut, ich würde sagen, wir schmeißen erstmal einen Blick auf die Statistiken. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Mal gucken. Ballbesitz 60-40, ist ja noch ein bisschen mehr geworden. Fouls 4:14. Aber hier sieht man es halt auch, ja, wir haben eine kämpferische Leistung gezeigt. Wir haben 61% Zweikämpfe gewonnen. Also das ist schon echt enorm. Habe ich jetzt so nicht gefühlt im Spiel, muss ich sagen. Ich hatte so das Gefühl, dass wir einen Tacken vorne sind, ja. Aber ich fand, Freiburg hat auch ganz gut dagegen gehalten. Schüsse insgesamt 25:8, Schüsse aufs Tor 9:2. Ja, da sieht man, was ich gerade sagte, halt, dass wir mehr Chancen hatten. Ecken 14:3, wie gesagt, 14 Ecken waren einfach Schrott. Ich glaube, einmal eine vom Sané war so ein bisschen, wo ein Hauch an Gefahr mal durchging, aber ansonsten Flanken 18:18. Gewonnene Zweikämpfe, Davis 9, Sané 8. Sané habe ich heute auch mega stark gesehen, gerade die letzte Viertelstunde, aber da werden wir gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, wenn wir auf die einzelnen Spielernoten gehen. Levi 7, gefoult worden, interessiert uns wie immer nicht, Torschussvorlagen. Kimmich 5, Müller 2, Levi 2. Ballkontakte Alaba 99, Davis 83, Kimmich 79. Das verwundert mich jetzt gerade schon, dass wir dann so einen hohen Ballbesitz haben. Normalerweise haben wir dann mehr Ballkontakte. Keine Ahnung, sehr kurios gerade hier diese Statistik. Schüsse insgesamt, Levi 6. Keine Ahnung, wer 6 Schüsse hatte. Goretzka 4, ja, die hab ich auf dem Schirm. Sané 3. Habe ich auch nur wirklich 2 auf dem Schirm. Also was da immer so als Schüsse gezählt wird, sei mal dahingestellt. Also 25 Schüsse habe ich bei uns auch nicht gesehen. Also keine Ahnung, Leute.
Aber das sind die Statistiken, wie sie nun mal da stehen. Ja, wie ich schon sagte, war in Anführungsstrichen Arbeitssieg. Man hatte heute auf jeden Fall das Gefühl von Anfang an, dass die Mannschaft wollte. Ja, das muss man mal ganz klar sagen, was man streckenweise die letzten Spiele nicht hatte. Auch was das Pressing anbelangt, es war wieder viel mehr als Mannschaft. Ja, man hat als Mannschaft wieder gepresst. Man hat auch klar gesehen, dass in der Mitte, die Freiburger haben es einmal gemacht in der ersten Halbzeit, wo wir einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hatten. Aber ansonsten war immer ein defensiver Mittelfeldspieler in der Mitte vorhanden. Ja, es gab nur einmal diesen Pass in die Mitte und dann, so wie wir die ganzen Gegentore gekriegt haben, den Diagonalball, das haben wir nur einmal gesehen. Ansonsten war die Mitte immer dicht und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, wie ich schon sagte, so ein bisschen dieses Schema F, was wir aktuell haben. Wir haben so keinen Plan B, was die Offensive anbelangt. Man hat es heute auch wieder gesehen, immer über die Außen. Und die Außen waren immer gedoppelt. Die haben es schwer gehabt. Und ja, da fehlt so der Plan B. Vor allem, wenn du dann so Gnabry hast, der sich irgendwie ja nicht wirklich durchsetzt. Und wenn er dann mal vorne ist, dann immer eigensinnig, auch egal was für ein Winkel oder was für ein Ding, den Kopf nach unten und schießt aufs Tor. Also, ich gönne keinem Spieler eine Verletzung, aber ich bin froh, dass er vom Platz gegangen ist. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Aber ich konnte mir auch nicht länger wie diese 25 Minuten oder was der auf dem Platz war angucken. Also es war für mich wieder ein Grauen heute. Ich verstehe das nicht. Wenn man Außenspieler ist, ja, dann muss man halt einfach auch mal zumindest versuchen, jemanden einen Torschuss aufzulegen. Das ist gerade beim Gnabry so. Ich meine, klar, der ist im Formtief und will unbedingt was zeigen. Keine Ahnung. Ich habe es auch nicht verstanden, dass er aufgestellt wurde heute. Weil er war für mich klar schlechter als Sané im letzten Spiel. Habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich denke, Sané hat das dann heute auch gezeigt auf dem Platz. Meiner Meinung nach. Aber gut, wie ich schon sagte, am Ende des Tages verdient, würde ich sagen. Und wenn man den Spieltag mit in Betracht zieht, definitiv ein Big Point. Gut, gehen wir mal die Spieler durch. Neuer, ja, war heute auch nicht herausragend. War durch eine 3 gebende. Ja, befriedigend, passt da wohl ganz gut. Boateng habe ich gut gesehen. Würde ich sogar eine 2 geben. Ich habe keinen Fehler gesehen vom Boa. Hat clevere Zweikämpfe geführt, sehr gutes Stellungsspiel. Alphonso Davies war auch ein bisschen verbessert, fand ich. Ja, ich meine, die Ecke, die er verschuldet hat, die zum Gegentor geführt hat, wo er dann auch noch mit dran beteiligt war, sei mal dahingestellt. Es war aber schon einen Tacken besser, fand ich so von der Ausstrahlung her. Es war immer noch nicht gut, also da sind wir noch weit von entfernt. Aber er hat heute wenigstens zumindest mal versucht, 2-3 Mal den Ball auch mal nach vorne zu spielen und nicht nur nach hinten und quer. Von daher, wie ich sagen, leicht aufsteigende Tendenz, aber auf jeden Fall noch Luft nach oben, meiner Meinung nach. Note, also zwischen 3 und 4. Also eine 3 war es nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind. Ich würde sagen, eine gute 4. Da fand ich den Pavard definitiv besser, war auch verbessert, aber auch noch nicht gut. Hat auch viel quer nach hinten und so. Ich denke, wir haben heute war die Anweisung, mal ein bisschen sicherer zu spielen, denke ich. Aber ansonsten hat das ganz gut gemacht, wie ich fand. Hat auch eine andere Körpersprache gehabt. Man hat nicht mehr so dieses Trotzige irgendwie in sein Gesicht gesehen, fand ich. Würde ich eine 3 geben. Er ist heute sogar zweimal in so einen Zweikampf reingegangen auf den Mann drauf und hat ihn nicht nur zugestellt. Das war zwar dann nicht ganz hinten, das war dann so 25 Meter in der eigenen Hälfte, aber das haben wir ja da noch nicht mehr gesehen in letzter Zeit. Das war heute mal wieder zu sehen, hat mir sehr gut gefallen. Wenn er da anknüpft und weiter in diese Richtung geht, ist er auf jeden Fall auf einem guten Weg. Von daher für mich eine 3 heute.
Alaba, ja, würde ich auch eine 3 geben. Ist mir jetzt nicht irgendwie super positiv aufgefallen, ist mir jetzt aber auch nicht super negativ aufgefallen. Ja, dasselbe gilt für den Kimmich. Ja, wie gesagt, hat die Bälle gut verteilt, fand ich. Aber jetzt auch nicht irgendwie so eine gute Szene gehabt, aber auch gar nichts, was irgendwie, wie gesagt, ich fand es ganz gut, dass die Mitte hinten dicht war. Aber jetzt für eine 2, ja, habe ich auch nicht gesehen. Ich würde eine 3 geben. Coman war für mich definitiv eine 2. Hat ein bisschen gebraucht, bis er ins Spiel kam. Aber danach bärenstark und hat geackert und hat alles versucht. War der auch der 1 gegen 1 gewonnen hat und dann auch mal durchgegangen ist. Der auch immer wieder mit nach hinten gearbeitet hat. Ja. Was aber schon, also Coman 2, was wir schon beim nächsten, gerade der hier kommt in der Liste, ist der Gnabry. Ja, da habe ich das gar nicht gesehen, wie immer halt. 28. Minute war es übrigens. Ich bewerte ihn nicht. Für die 28 Minuten. Goretzka, ja, Goretzka würde ich auch eine 3 geben. Hat so ein bisschen das Schussglück gefehlt. Sonst wäre es vielleicht sogar eine 2 gewesen. Hat ein ordentliches Spiel gemacht mit dem Kimmich zusammen. Wie ich schon sagte, haben das Zentrum defensiv auch mal zugemacht. Da stand dann auch mal einer. Oder hat man den Mann, der dann da steht, unter Druck gesetzt. Das fand ich schon den Schritt in die richtige Richtung. Müller war heute wieder bärenstark. Gibt eine 2 von mir. Das Tor vorbereitet, hat ein Tor gemacht. Ja, war auch wieder mal als Sechser aktiv zwischendrin. Ja, was soll man groß sagen, war überall und ja, und für mich Mann des Spiels, Levi. Ja, wenn man Levi jetzt an Levi-Verhältnisse misst, war es eine 3 minus, wenn man ihn als Stürmer misst, ja, dann muss ihm eine 2 geben, hat ein Tor gemacht, hat viel geackert, war auch mal außen, wieder hat sich fallen lassen und so. Was mir nicht gefallen hat, so die letzte Viertelstunde, dass er abgeschenkt hat. Aber man hat so in der 70. schon gesehen, dass er schon 2, 3 Mal tief durchgepustet hat. Da hat man schon gesehen, dass er ein bisschen platt ist. Deswegen haben mich die Wechsel ein bisschen verwundert. Ich hätte auch einfach mal den Levi rausgenommen in der 60. Für mich war das nach der 60. nicht mehr so viel. Klar, er hat noch den Lattenschuss gehabt. Ja, aber hätte man ihn einfach auch mal ein bisschen Ruhe gönnen können. Sané war für mich auch bärenstark, würde ich auch eine 2 geben. Hat auch ein bisschen gebraucht, bis er ins Spiel kam. Hat auch immer noch so ein bisschen Pech gehabt, so bei manchen 1:1 Situationen. Hat aber gerade dann so die letzte Viertelstunde super geackert. Auch super nach hinten geackert. Auch dann nicht abgeschenkt, so wie es der Gnabry da macht, der das so 10 Meter macht. Nein, er ist die 60 Meter Mann mit zurück und hat den Ball dann geholt. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Musiala, ja, ich meine, benoten können wir es nicht. Wir können da vielleicht ein paar Worte zu sagen. War nicht wirklich auffällig heute. War eine Viertelstunde auf dem Platz. Ja, hat es okay gemacht. Die Szenen, die er hatte jetzt aber auch keine großartigen Szenen nach vorne oder sowas. Tolisso hat es auch gut gemacht, fand ich. War sofort drin im Spiel. Nicht so lethargisch wie sonst. War sofort da. War okay. Ja, Martinez dann für die letzten 5 Minuten. Da wollte Hansi nochmal dicht machen. Und Goretzka leicht angeschlagen, wie immer in letzter Zeit irgendwie. Ja, hat auch nochmal 1, 2 Bälle da rausgehauen hinten. Da muss man nichts zu sagen. Ist halt Xavi, ne? Und Choupo-Moting, ja. Mein Gott, weiß ich nicht. Kann man halt mal bringen für Müller, wenn man dem Müller mal 5 Minuten Pause gönnen möchte. Ja, die Wechsel heute waren sie ja nicht wirklich notwendig, fand ich. Ich fand also Goretzka stark, den man nicht hätte auswechseln müssen. Okay, der war dann angeschlagen, kann man das dann machen. Aber ich fand einen Kimmich jetzt nicht schlecht, der war gut im Spiel, hätte man nicht wechseln müssen. Klar, dann im Hinblick so auf Belastungssteuerung, aber da hätte man das auch eher gegen Gladbach schon machen können oder gegen Kiel. Ja. Also, das fand ich halt ein bisschen komisch, aber gut, ist halt so. Das 2:1 war ja dann da und ja, dann kann man das mal machen.
Ja, das ist meine Benotung und ansonsten können wir noch einen Blick auf die Tabelle werfen gerne. Aber ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zu dem Spiel heute. Es war halt einfach wichtig, dass wir gewinnen und das haben wir getan. Und da ist es dann auch egal, wie es zustande gekommen ist. Weil, wie man sieht, ja, wir haben schon 7 Punkte vor Leverkusen und Dortmund und können uns jetzt sogar schon eine Niederlage leisten in Bezug auf Leipzig. Und Leipzig ist im Moment auch nicht so stabil. Also von daher, ja, schauen wir mal, wenn wir unser Pflichtprogramm, was wir haben, können wir ja vielleicht auch nochmal drauf gucken. Kommenden Spiel, habe ich ja im letzten Talk auch schon gesagt. Wenn wir das Pflichtprogramm erfüllen, könnte es dann schon wieder ein gewisser Vorsprung da stehen. Also wie gesagt, Augsburg, Schalke, Hoffenheim, Hertha, Bielefeld müssen einfach Siege eingefahren werden. Egal, und wenn sie so dreckig oder mal mit ein bisschen Glück sind, dann ist das halt so. Hauptsache, da werden jetzt noch 5 Siege eingefahren. Und dann gucken wir mal, wie die Tabelle aussieht, wenn wir nach Frankfurt fahren. Und ja, wie sagt man immer so schön, wer solche Spiele gewinnt, hat große Chancen, Meister zu werden. Und ich denke, das war auch heute so ein Spiel. Und man hat halt heute auch, oder zumindest mir hat die Reaktion der Mannschaft gefallen. Auch wenn man heute gesehen hat, dass wir halt aktuell einfach nicht diese Möglichkeiten haben, so spritzig, so spielfreudig und so weiter, wie wir in der letzten Saison verwöhnt wurden zu spielen, weil einfach die Kraft nicht da ist, die Konzentration nicht da ist, die geistige Frische nicht da ist. Hat man aber heute ganz klar gesehen, dass jeder wollte. Es hat sich keiner hängen lassen auf dem Platz. Man hat auch gehört, dass sich gegenseitig angefeuert wurde und was so die letzten 2 Spiele auch ein bisschen gefehlt hat. Ja, und das lässt mich hoffen. Es geht ja Schlag auf Schlag weiter, Mittwoch in Augsburg. Und dann Sonntag auf Schalke. Und ja, bin gespannt, wie die Spiele werden. Und ja, ich denke, wenn wir die Einstellung haben, die wir haben, auf dem Platz. Defensiv war es heute nicht so schlecht, fand ich. Klar, so eine Ecke kannst du immer mal reinkriegen. Und wenn wir es dann noch irgendwie hinkriegen, auch mal unsere Ecken vielleicht ein bisschen zu optimieren oder da mal eine gewisse Varietät drin zu haben, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Und ja, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir die nächsten Wochen irgendwelchen Hurra-Fußball bei uns sehen werden. Muss man halt einfach auch Verständnis für haben. Und gerade heute so mit Schnee, nass und kalt und schwierigen oder einen ekligen Gegner, wo du eigentlich nur verlieren kannst als FC Bayern, fand ich die Leistung okay und das Ergebnis geht in Ordnung. Und von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wir hören uns am Donnerstag wieder, wenn ihr Bock habt. Tschüssi.